aus der Region für die Region wünscht gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten. Für ihren Traum vom Segeln hat die Familie Grundlehner in der Schweiz alles aufgegeben. Das Schiff ist aber noch lange nicht parat. Oh nein. Ja, das Schiff ist noch alles, was wir haben. Mit dem Wohnmobil durch Kanada reisen. Das ist das Ziel der Familie Schild. Schon am ersten Abend auf dem Campingplatz gibt es eine Familienkrise. Philin, was habe ich jetzt gesagt? Ich werde eigentlich schon ein bisschen konsequent sein, es ist aber wirklich nicht immer einfach. Die Familie Kech führt den Campingplatz zu Pontresina. Ferien haben sie keine, aber zu feiern gibt es gleich etwas. 1. August läuft bei uns ging sehr viel. Es ist wirklich ein cooler Tag, es hat viele Leute auf dem Platz. Ein Sommer, 3 Familien und 3 Abenteuer. Das ist Familiensache Ferienzeit. Die Familie Schild ist in Kanada angekommen. Es ist ihr erster Morgen zu Calgary. Der Thomas und Muriel wollen mit ihren beiden Kindern die Stadt erkunden. Eine ist die Mama rum. Wir haben zwar viel geschlafen, aber sind auch schon seit dem Morgen um 4 Uhr wach. Die Kinder sind voll im Jetlag. Das Programm tut sich auch ein bisschen nach innen richten. Und, wie viel das sie mögen, jetzt wo sie so müde sind. Ja. Der Platz im Buggy ist heiß begehrt. Also. Oh. Aber es ist eben schon jetzt am Luan. Kannst du auf die Chance kommen? Ja. Schau, du kannst noch oben drauf. Ja, das ist... So, schau jetzt mal. Wir haben einen Doppelbuggy. 2 Kinder haben Platz. Der Höcksturm in der Stadt ist ein Ausflugsziel. Vor allem auch, weil er einen speziellen Boden hat. Kannst du da einfach draufstehen? Ja, Philin, die geht einfach ab dem 3 Meter. Ilma. Ich habe ein bisschen Schiss. Warte, ich komme jetzt. Ui. Da vorne kannst du dich. Schau. Was wettest du? Jetzt haben wir sogar den Flughafen da. Hüda, 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 Hüda. Hüda, 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 Hüda. Ja, super, kannst du alles. So. Zum Glück gibt es in Calgary auch einen Park mit Spielplatz. Schau da, Philin ist schon Vollgas dran. Mit kleinen Kindern in einer Stadt ist es nämlich anstrengend. Du musst immer da sein und schauen. Und dann ist es noch ein fremder Ort. Also wenn jetzt eins wirklich irgendwie verloren ging, ich wäre heute schnell ein bisschen überfordert. Was machst du jetzt als erstes? Selber? Du hast nicht, hä? Das ist noch schade. Das war noch lustig. Ja, wenn man das an einem Kaffee nebendurch läuft oder mal da eine Bar oder dort ein schönes Restaurant, denkt man schon, oh, jetzt auch noch gemütlich, so das zweite Hoch reinzuhocken und ein bisschen zu genießen. Aber das ist jetzt nicht Zeit dafür. Jetzt sind wir mit den Kindern unterwegs und es wird auch wieder anders sein. Und ja, manchmal braucht es auch ein bisschen Nerven. An der Ostsee im Norden von Deutschland, in Lübeck. Die Familie Grundlehner hat ihre Zelte in der Schweiz abgebrochen, um eine lange Segelreise zu machen. Ihr Schiff haben sie schon vor einem halben Jahr in die Werft aufgezügelt.
Gehen wir unser Schiff suchen, Mira? Das ist aber nicht unseres. Jetzt sind wir gespannt, was schon passiert ist alles und wie es aussieht, dieses Schiff. Ja, wir gehen geil. Ich bin sehr aufgeregt, zum Schiff zu sehen und ich freue mich sehr. Jetzt können wir endlich mal einen Schritt weitergehen. Jetzt sind wir hier angekommen. Jetzt geht es weiter. Nächste Klappe. Ja. So, schau mal da. Das ist Laia. Ja? Von unten heisst sie noch erst schon lange mal nicht. Ihre Wohnung und ihre Arbeit haben Christian und Jessica in der Schweiz gekündigt. Sie wollen ein paar Jahre zusammen als Familie auf dieser Segelyacht der Laia verbringen. Guck, dort kannst du raus. Das ist Seite. Ist einmal geschlafen, gell? Es ist natürlich jetzt noch sicher ein riesiges Chaos und viel Dreck, aber da werden wir in den nächsten 4 Wochen alles entfernen und nachher einziehen. Der Michael Krämer ist der Chef der Werft. Er hilft ihnen, das Schiff hochseetauglich zu machen. Stressig, aber gut. Waren Sie schon oben an Bord? Ja, wir waren oben vorhin. Ja. Blick geworfen, ja. Das ist die Baustelle. Ja, genau. Das schaut gut aus. Ja, wir haben jetzt den Motor noch nicht reingesetzt wegen der Dämmung. Ne? Okay, dann machen wir das und sie macht was anderes. In den letzten Monaten hat der Michael mit seinem Team schon am Schiff gearbeitet. Aber eben, hochseetauglich ist anders. Gut, jetzt sind wir schon wieder da. Da sind wir. Mal reingehen? Ja, gerne. Ja, alles, was mit Ladetechnik zusammenhängt. Ja, das sind die Solarlader. Ne? Genau, die ersten beiden sind die Solarlader, das andere ist Ihr Batterielader, dann Autopilot, der Computer. Ah, ja. Das ist alles schon fix und fertig installiert. Die Platzverhältnisse sind ein bisschen beengt für 3 Leute. Gut, das Mädel ist noch nicht so groß, braucht noch nicht so viel Platz. Aber das ist natürlich ein stäbiges Schiff und ein sicheres Schiff. Das ist ja eigentlich der Hauptaspekt bei so einer Aktion, dass die Mannschaft sich eben sicher fühlen kann, wenn sie unterwegs ist. Und ich denke, dafür ist das Schiff eigentlich eine gute Wahl. In einem Monat wollen Grundlehners ihre Segelreise starten und ihr altes Leben auf dem Land definitiv hinter sich lassen. Wir haben noch einiges zu tun am Schiff. Es sind noch größere Baustellen und auch ein paar kleinere. Aber wir sind so weit gut in der Zeit, denke ich. Wir haben noch 4 Wochen Zeit und das schaffen wir. In der Schweiz. Auf dem Campingplatz Morteratsch zu Pontresina ist das Wetter nicht so, wie man es sich wünscht in der Sommerferien. Im Sommerlager, wo man probiert, den Regentanz zu machen. Und dann ist nur so... Ladina, die Tochter der Campingplatzchefin, genießt ihre Sommerferien trotzdem mit ihren Freundinnen. Ari, wir probieren. Nein, wir wollen Stand-up paddeln. Und dann... Nein, Fabienne und ich probieren, einen Kopfstand zu machen. Aber ich weiss nicht, ob wir es schaffen. Also, das letzte Mal haben wir es noch nicht geschafft. Darf ich? Ich habe Lust. Ich weiss. Die Eltern haben keine Zeit zum Pläuscheln. Der Peter Kech schaut, dass der Laden läuft. Katharin Kech versucht, einem Gast Strom zu organisieren. Der Regen hat eventuell eine Sicherung rausgetatscht. Ja, super. Da brauche ich Werkzeug.
Gell, da kommt man gar nicht dran. Nein, da kommt man gar nicht dran. Ah, shit. Ja. Und da geht auf. Mhm. Ich muss den Chef haben. Das ist ein neuer Sicherungskasten. Wenn die Mami manchmal in Stress kommt, dann bekommen das auch die beiden Kinder zu spüren. Auch wenn auch Gäste ein Problem haben, also so ein bisschen heikle Gäste, sagen wir es so, dann kommen sie eben zu uns und dann erzählt sie das und dann in so einem Ton tut sie so, wie wir die Schuld wären. Ja. Da kann man ja nicht auftun. Jetzt hat hier eine Sicherung rausgejagt. Nein. Die Sicherung ist oben. Ah, die ist oben? Ja, das ist mir das gesichert. Gut. Ich gehe. Gut. Also der Papa tut gerne so, wie er alles könnte. Ja. Und dann, wenn wir etwas falsch machen, dann sagt er, ja, das hätte ich viel besser können, dann hätte es doch mich machen. Aber diese Sachen kann er gar nicht. Oder macht es ganz kompliziert, aber ich ganz einfach könnte machen und dann stimmen sie nicht einmal. Es hat nur ein Äpfel rausgejagt. Das ist wahrscheinlich Verfeuchtigkeit eventuell da. So etwas im Wasser gelegen. Es hat ein bisschen geregnet gestern. Ziemlich viel. Aber jetzt hat er. Weil Sommerferien sind, darf Ladina mit ihren Freundinnen heute im Zelt schlafen. Obwohl sie fast auf dem Campingplatz aufwächst, hat sie noch nie allein mit ihren Freundinnen zelteln. Darum ist es eine Herausforderung, das Zelt überhaupt aufzustellen. Wir haben gedacht, wir probieren es mal. Im Notfall holen wir den Florin. Wie ist das gegangen? Wir müssen jetzt zusammen stumm. Stumm muss innen sein. Hey, jemand steht auf diesem Band. Nein, das ist zusammen gemacht. Da. Was? Das kannst du nicht mehr stricken. Oh. Was ist das? Keine Ahnung. Aber du bist da Ding los. Wir haben Florin. Florin, kannst du uns helfen? Bitte. Aber muss ich da beide nehmen? Nicht jetzt zwei. Jetzt sollte ich schauen, ob es überall auf der Plache ist. So, und jetzt bannen. Der auch. So. Jetzt haben wir das Dach über dem Kopf. Wow. Okay. Auch gerade gar windig und grau ist das Wetter in Kanada. Genau jetzt, wo die Familie Schild ihr Wohnmobil übernimmt. Oh ja, es tröpfelt. Bevor es kommt, regnen, in rein tun. Das ist Kanada. Ich glaube, da musst du damit rechnen, dass es auch im Sommer mal halt ein bisschen kälter ist. Wir sind darauf eingestellt, wir haben Kleider dabei. Ups. So. Wow. Übersichtlich. Gell, schön. Kindersitz ist montiert, super. Der Luis schläft dort oben. Wirklich? Ja. Aber nicht jetzt, weißt du, es ist klein und überschaubar. Ja. Ich hatte Angst, dass es viel grösser. Viel grösser, aber nein, ist gut. Und es ist sozusagen nigo-nago neu. Sehr, sehr cool. Haha, schau jetzt. Jetzt geht's los. Jetzt muss aber der Papa herhocken. Willst du mit mir zusammen? Und da? Okay. Und das Beste an diesem neuen Zuhause, man kann es sogar noch ausfahren. Yes, so cool! Dann wird die kleine Wohnung plötzlich grösser. Schau, es geht raus. Super! Cool, hast du gesehen? Ja, das weckt. Einfach das Häuschen dabei.
kannst auch Bad sein. Sehr gerne. Also. Dann ein bequemes. Lass jetzt den Rapport und nachher könnt ihr das Chips essen. Musst du noch den Rucksack haben? Hey, was mache ich da? Und dann ein Foto machen. Wow! Dass wir auch mal einen Bär haben gesehen. Jetzt machen wir noch solche Fotos. Und dann... Komm, wir starten mal das Mobil. Jetzt gehst du raus, links und dann rechts. Und dann rechts, ja. Weißt du? Sind wir dann schon auf dem Highway? Auch wenn das Wetter nicht mitmacht. Für die Familie Schild geht das Abenteuer in Kanada jetzt richtig los. In der Schweiz ist es Nacht geworden auf dem Campingplatz Morteratsch. Die Ladina und ihre Freundinnen zügeln mit Sack und Pack ins Zelt. Morgen ist 1. August. Und in dieser Zeit haben wir die meisten Leute auf dem Camping. Und da ist es eigentlich auch recht wichtig, dass alle mitarbeiten. Also vor allem am Abend haben wir auch Risotto und Musik. Und dann kommen ganz viele Leute führen. Und dann arbeiten eigentlich alle, die im Moment auf dem Camping arbeiten, helfen damit. Flüschli, Schneck! Gute Nacht! Zurück auf Lübeck. 2 Wochen sind vergangen. Auf der Werft arbeitet die ganze Familie Grundlehner an ihrem Schiff. Gehen wir noch dein Trinken holen, dann hast du nachher beides da. Da wird getrunken und der Rest wird eingeladen. Okay? Es ist tagtäglich eine Herausforderung für Mami und Papi. Arbeiten und gleichzeitig auf die knapp 2-jährige Amira aufpassen. Keine Angst. Ich tue dich schon beobachten. Ich habe doch jetzt gesagt, nicht trinken, Amira. Du mir bitte zulassen, sonst muss ich es da wegnehmen. Weißt du, da hat es Fahrbrückstände und so noch von gestern. Das verrecke ich dann in dem Ding rein. Ich habe gesagt, nein, also Schluss. Fertig mit Wasser. Malen ist halt nicht geschickt, wenn sie umeinander strillt und irgendwie umtobt oder wie auch immer. Und wenn sie dann anfangen zu zwängeln oder so, dann das nervt natürlich manchmal schon. So. Darum entscheiden sie sich, dass es besser ist, dass Jessica und Amira ans Meer gehen. Tschüss. Bist du dabei? Ich weiß. Du schlägst an, wenn etwas ist. Ja, ich weiß. Jetzt nicht mit. Können wir noch gescheit auffüllen. Knapp eine Stunde weg von Lübeck machen sich Jessica und Amira parat für den Strand. Richtig schön ist doch erst barfuß. So. Und? Gell, ist schön. Kannst ganz normal laufen. Gehen wir noch ein bisschen rüber? So haben wenigstens die beiden Frauen ein bisschen
sehe die Arbeit, die der Christian machen muss. Ich sehe, dass er so müde ist am Abend. Und ich würde ihm so gerne helfen, aber ich kann nicht, weil ich ja auf Amira aufpasse. Weil sie auch das Recht hat, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ja, dann ist man halt immer ein bisschen im Zwiespalt. Vermisst du Daddy auch? Ja, ich auch. Zum Sünneln hat der Daddy keine Zeit. Oh nein. In 2 Wochen sollte das Schiff fertig sein und der Christian ist noch nie. Er muss sich die Segelreise definitiv hart verdienen. Es geht langsam aufs Kreuz hier. In Kanada ist die Familie Schild mit dem Wohnmobil unterwegs. Auf Anhieb haben sie ihren ersten Campingplatz in der Nähe von Banff gefunden. Ist noch ein bisschen... Ist gut. Hey, du. Hello, Summer, where are you? Gehen wir einmal campen und Ja, ist und dann es so. so geht's, hä? Gott, ist das kalt. Jetzt müssen nur noch der Strom und der Wasseranschluss angehängt werden. Ja, hey, ja. Ich als Nicht-Camper, hä? Sättige Sache. Ja, ist gut. So, jetzt haben wir heute ein bisschen vergrössert. Schnell ein bisschen Ein bisschen grösser gemacht. Jetzt muss ich auch schauen, wie das aussieht. Unser Wohnzimmer ist wieder grösser. Ja, sieht doch nicht so schlecht aus. He? Penalty. Die Familie ist angekommen, die Kinder am Spielen. Du hast ihn. So haben sie sich die Ferien doch vorgestellt. Schau. Hey, weißt, jetzt kommt die Luan natürlich auch, gell? Jetzt, der Tisch ist für Ding da, für zum Essen. Für zum Essen. Komm, Luan, nachher. Komm, nachher. Volle Pulle. Moment, ich komme. So, ja. Auf den ersten Camping. Wir haben es geschafft, bis dahin. Ohne Panne, ohne Zwischenfall. Ohne Polizei. Oh. Philin, ich will nicht mehr, dass du von diesem Tisch runterkommst. Ja, schau jetzt. Chef Hessig auch schon drauf. Komm runter, Luan. Nein, das ist nicht zum Hockeilen. Du musst hier am Boden. Hopp! Zack, du willst spielen. Du mal das Bäuerchen spielen, was schauen. Philin, was habe ich jetzt gerade gesagt? Ich will eigentlich schon ein bisschen konsequent sein, es ist aber wirklich nicht immer einfach. Nein, gell? Wenn du noch einmal raufgehst, dann gibt es für dich kein Risotto. Nein, es gibt kein Risotto. Ich meine es total ernst, gell? Gut, also. Fliegen! Los, du kannst rein das Bischi anlegen. Wieso? Weil du auch nicht Nacht ins Bett gehst. Nein! Ich hatte es gesagt. Ja. Das ist halt jetzt schon alles sehr, sehr viel. Und das merkt man bei vielen schnell. Die wird nachher total hibbelig und hat überhaupt keine Ahnung mehr, was gilt jetzt und was gilt nicht. Und dann testet sie noch viel mehr. Was kann ich und was sollte gescheiter sein? Ich habe noch nicht. Philin hat nichts im Teller. Ja. Gibt ja nichts für dich. Ja. Ich habe es gesagt, wenn du noch mal auf den Tisch raufgehst. Du kannst Salat essen. Nein, Salat habe ich gar nicht gern. Was hast du da? Kannst du einen Deal vorschlagen? Ich kann
Mal, du kannst doch etwas anbieten. Nein. Zum Beispiel, dass du nachher helfen abwaschen. Ja. Was heisst noch? So gibt es doch noch die Nacht für alle. Ich habe noch ein Feuchttüchchen im Rucksack. Soll ich so eins? Bärenkumpen. Einen guten Appetit! Oh! Ui! Oho, das Kanada müssen wir das mit Bären machen, nicht mit Fröschen. Aha, das sollte man vorher auch sagen. Aha, das müssen wir schon das erste Mal. Auf dem Campingplatz zu Pontresina ist schon wieder morgen. Und wieder einmal ist Arbeiten angesagt. Und das erst noch an einem Viertag. 1. August läuft bei uns ging sehr viel. Es ist wirklich ein cooler Tag, es hat viele Leute auf dem Platz. Die Tradition ist ja, dass es bei uns Risotto gibt, dass der alte Fritz kommt, Musik machen. Und die Leute sind gut gestimmt und haben Freude. Und die Gäste, die sich angeboten haben, mitzuhelfen. Und das ist natürlich schön. Und die Hilfe nehmen wir auch gerne an. Du bist echt wieder schnell. Tatsächlich machen sich auch schon Gäste parat für einen grossen Auftritt am Abend. Wie jedes Jahr wird der Oldie Fritz am Fest Stimmung machen. Oldie Fritz. Also es ist nicht, weil ich jetzt so alt bin, sondern weil ich einen Haufen Oldies im Programm habe. Wenn ich mal drin bin ich drin, dann läuft es, dann kann man mich nur bremsen, dann braucht es einen Schalter zum Abschalten. Und er ist nie eine Nummer. 12 Stunden aneinander. Das habe ich auch schon gemacht. 12 Stunden nonstop, ohne Pause. Ja, aber die Leute haben immer noch zugelassen. Also. Auch die Ladina und ihre Freundinnen müssen langsam aus den Federn. Guten Morgen miteinander. Guten Morgen. Es regnet. Es ist 1. August, es regnet. Guten Morgen miteinander. Aufstehen. Ich bleibe jetzt da, das ist schön warm. Aufstehen. 1. August. Der Florin ist schon fleissig am Arbeiten. Ein bisschen weg vom Campingplatz baut er mit Campinggästen und Angestellten einen Scheiterhaufen auf. Für das grosse 1. August-Feuer am Abend. Willkommen. Wie am Pöller. Im Laden stellt sich der Peter Kech wieder einmal der Herausforderung vom Bachen. Die richtige Menge Gipfeli, das ist eine Kunst. Wir haben heute am 1. August eine andere Spezialität. Und ich denke, es gibt etwa ein Drittel, was sonst. Es gibt vielleicht 9 Blech an 15 Stück. Irgendwie um die 130, 140 Gipfeli. Also, wir essen etwa 1 Gipfeli oder 2 pro Tag und der Papa isst etwa 100. Nein, der isst etwa 8 Gipfeli am Tag. Er isst sehr gerne Gipfeli. Er isst, wenn es viel hat, dann kann er ein Blech Gipfeli essen. Aber er isst Gipfeli ohne etwas drauf, ohne nichts. Einfach Gipfeli gekauft. Es ist ein schwierig, die Gipfeli-Menge richtig im Griff zu haben. Wir backen Gipfeli fortlaufend, aber es braucht etwa 25 Minuten, bis wir wieder 15 neue haben. Und dann backe ich halt manchmal ein bisschen zu viel. Und das reut mich für die einfach so fortschießen und sie eigentlich auch gut. Und darum kann es so sein, dass ich über den ganzen Tag verteilt noch ein bisschen mehr esse als der Durchschnitt der Schweizer. Es hat noch ein Gipfeli für mich. Die extra noch einmal gemacht, um 10:30.
Kanada. Die erste Nacht im Wohnmobil hat die Familie Schild überstanden. Aber wir sind da Schon gut. Alles gut. Außer du verrecken. Ja, kommen wir jetzt. Also unsere erste Nacht war ziemlich kalt. Unerwartet eigentlich für die Jahreszeit. Aber es hat ja Heizung drin, die haben wir dann mal probiert anzulassen. Dann morgen um 2 Uhr abgegangen. Leider einfach halt, ja, immer noch das Wetter, das heute Morgen einfach. Wieder. Im Juli. Und, grusig kalt. 9 Grad. Ja. Es ist wie daheim, gell? Es regnet einfach. Und kalt ist es auch noch dazu. Trotz dem Regen gehen sie auf Bern rein und finden als erstes einen interessanten Souvenirshop. Überall so halbe Tiere. So halbe Tiere. Ja, schau mal, die sind alle so abgesagt. Recht viel ausgestopfte, tote Tiere. Ja, das ist also der erste Eindruck, was alles um ist hier. Würde es auch bei uns weniger geben, aber es gehört dazu hier. Ja. Jetzt wollen sie noch ein bisschen in die Höhe. Der Mount Sulphur soll eine schöne Aussicht bieten. Ich finde, es ist recht teuer für eine Fahrt auf den Berg, $42 pro Erwachsenes. Die Kinder sind zum Glück noch gratis. Ab 6-Jährigen zahlen sie aber auch den Halbpreis. Ja, also ich bin gespannt, was das hier oben zu bieten hat, dass das so viel Wert hat. Da die Sonne, hä? Raus und dann... Ei. Schön. Schön teuer. Das Wetter ist wieder ein bisschen besser. Es ist zwar... Es ist ein bisschen aprilmässig. Es ist so am Wechseln. Man weiß nie, was passiert. Ja. Also da ist wieder zu, es könnte wieder regnen. Und da ist wieder schön. Himmel, Sonnenschein. Auch wenn das Billett teuer ist, sie sind definitiv nicht die Einzigen, die diesen Ausflug auf dem Programm haben. Hey, komm, bitte, Säckel. So cool, bist du da so? Ja, auf Augenhöhe. du siehst sogar noch ein bisschen Schnee da. Schön, mit dem Weg jetzt da und mit den Kindern verhindern zu laufen. Es ist einigermaßen safe, oder? Und ja, du siehst etwa noch ein Tierchen, ein kleines. Warte, du noch mal, Philipp. So geht's. Gesehen, Luan? Zunehmend wird es ziemlich grusig. Es kommen ganz graue Wolken. Ich hoffe nicht, dass es jetzt gerade wahnsinnig schiffen kann. Weil wir müssen da alles wieder zurücklaufen bis zur Gondola. Ja. Machen wir. Aber es war zu erwarten, dass der Regen wieder kommt. Gehen wir? Ja, wir gehen. Habe 9 Sierra Oscar Alpha, habe 9 Sierra Oscar Alpha, habe 9 PMF Portable. Papa Mike Florida ruft CQ. Ist da rum? Der Funker, ein Stammgast auf dem Campingplatz Morteratsch, freut auch am 1. August seinem Hobby. Okay, ich habe 9 Sierra Oscar Alpha, habe 9 PMF Portable Retour. Sali Willi, freut mich, dich hier zu treffen, gerade auf dem Funk hier, am 1. August. Ja, zum Wetter könnte ich noch schnell sagen, wir haben jetzt hier 5/8 Bewölkung. Trotz der paar Wolken läuft die 1. August-Party.
Der Oldi Fritz macht Musik, aus Gitterrisotto. Katrin mischt sich unter die Leute und der Peter hat noch eine Mission, eine Überraschung für später. Ja, das gibt eine größere Rakete als normalerweise wir das so haben. Aber horizontale. Ein Gast hat das grosse Feuerwerk mitgebracht. Wir haben das privat eigentlich für uns wollen, bis wir festgestellt haben, das ist absolut Wahnsinn, das privat abzulassen. Und da soll auch etwas dran haben, bin ich der Meinung. Und ich hoffe, es gibt einen schönen Abend, entsprechend das Publikum begeistert wird sein. Es wird feister und der Oldi Fritz spielt gäng noch. Wie angekündigt. Ich darf jetzt den Laternenumzug zum Augustenfeuer führen. Es ist nicht mein Tagwerk, es war einfach ein Putzspiel mit vielen Elementen. Ganz viele Leute hatten gute Ideen und haben einen guten Job abgeliefert. Und es ist extrem schön, es ist aufgegangen. Sogar das Feuer ist auf Anhieb in Brand gekommen. Es ist einfach schön. Es wird gang wie höher das Feuer. Den heutigen Abend konnte ich wirklich geniessen. Durch das, dass wir so viel Personal hatten, alles so gut organisiert war, musste ich wirklich nichts machen. Und jetzt hier zum Feuer marschieren. Also so ein schönes Feuer haben wir wirklich in den letzten Jahren nie gehabt. Gut. zu Lübeck. Der Götti von Amira, der Bruder von Christian, ist auf Besuch. Ich geniesse es mega, mit der Amira hier noch ein bisschen Zeit zu verbringen, weil nachher kann es natürlich gut sein, dass ich die ein paar Monate nicht mehr sehe. Darum genieße ich es schon, ja. Und es hat einen Grund, dass der Bruder da ist. Endlich ist es soweit. Das Schiff der Familie Grundlehner ist parat. Ich darf sie endlich wieder schwimmen. Hm. Ui. Mhm. Also der Christian hat eigentlich mehr geleistet, dass man ihm überhaupt zutrauen
Er ist sich auch an seine Grenzen gekommen. Ja, und ich bin ihm einfach 1000-mal dankbar. Nach langer Arbeitungszeit geht's los, ab ins Wasser. Jetzt spürt unsere Laie das erste Mal wieder Wasser. Nach über einem halben Jahr. Wir haben wieder x Stunden investiert. Und hoffentlich schwimmt sie. Ah, ich schwimme. Noch nicht ganz. Jetzt schwimmt sie. So, jetzt werden wir mal schauen. Jetzt hört es ja nicht auf, es geht weiter. Aber sie schwimmt. So viel Glück verpackt auf 10 Meter, wo jetzt sogar schwimmt. Wo wir wirklich 3 Jahre lang darauf gearbeitet haben. Und sie sieht so schön drin. Ja, das Schiff ist noch alles, was wir haben. Wenn es abgesoffen wäre oder irgend so etwas, das ist wie wenn das Haus abbrennt. Oder? Das ist ja vergleichbar mit dieser Situation. Ich probiere über das Schiff rauszuschiessen. Das ist gut. Dann muss ich noch nicht weiter. Ja. Wow! Also 1, 2, 3, 4, 6 Schiffe plus über uns. Zum Wohl. Auf die Laie kommst du bald wieder einen Namen über. Dominik, zum Wohl. So, zum Wohl. Danke. Das grosse Abenteuer der Seglerfamilie von Romanshorn kann losgehen. Das nächste Mal bei Familiensachferienzeit. So einfach ist der Start auf dem Meer nicht für Grundlegers. Ah! Scheiße! Und weg! Ja, rechte Amateurshow haben wir da abgeliefert. Die Kinder von Campingplatzfamilie Kech starten in ihr eigenes Abenteuer. Für uns ist es halt Sommerlager die einzige Woche, wo wir irgendwo weg können. In Kanada bei der Familie Schild gibt es eine grosse Enttäuschung. Die Idee für heute Abend ist, endlich mal das Feuer anzuwerfen. Philin ist total... Wann können wir grillen, wann können wir grillen? Wir können kein Feuer machen. Nein, heute nicht. Wir sind zu nahe bei den Bären. Das und noch viel mehr heute in einer Woche bei Familiensach Ferienzeit. Sie sahen SRF bei der Lüt mit «Aus der Region für die Region», dem Mikrolabel für regionale Produkte.